Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Nummer 18. Ditmal noch mehr von Springen oder Waterqualen an dem großen Bustillos-Tal in Chihuahua und von wo Karawanen von mexikanischen Fahrten auf dem langen Schrotzweg über die mennonitischen Kolonien gefahren kamen mit ihren eigenartigen Fahrten. Viele von den Waterqualen oder Springen an dem Bustillos-Tal in Chihuahua trugen mit ihren beständigen Utjeiten auch dort vorbei, dort die meiste Riefers en wonen dort water durch das große Tal naar dem Bustillos See, Bustillos Lake, aanrand, voor viele Jahren keinmal ganz uitreden. En entweder bei diese Riefers oder bei den vielen Waterqualen kam in den Winter- und Frühjahrmonaten nicht mehr einmal sehr viel mexikanische Raumdruckswein trinken, aber dort drängten auch viele reisende Mexikaner ihre Pferde. Wenn reisende Mexikaner auf irgendeinem Schrotzweg dort kamen oder dort gekommen wären, wo ein Riefer oder eine Waterqual war, und dort an Zeit geworden wäre, dort sie mit ihrer gespanne Top Mittag holen oder übernachten wollen, dann deuten sie dort Krieg durch. Dicht bei den Waterqualen oder bei den Springen auf der Blumenurter ihrer Weitstab ging die damals sehr viel gebrauchte Schrotzweg vorbei. Und längs diesem Weg kamen manchmal viel eigenartige mexikanische Fahrten. Mexikanische Farmer kamen mit ihren Hochrädern gehaltenen Wagens über schrotzdichte Swift-Current in Manitoba-Kolonien von Bochineva oder auch von noch wieder auf Bad San Antonio de los Arenales, dem von der auch schon Quacktemuck. Und wenn die mit ihrem Fünfpiergespann für ihre Hochräder gehaltene Wagens auf diesem Weg gegen diese Waterqualen auf der Blumenurter ihrer Weitstab gekommen wären, dann spannen sie manchmal Kreuz durch ihre Pferde aus zum Fodern. Dann do wir gutes Wasser für uns selbst und auch für ihre Pferde zum Trinken. Manchmal wären dort in den Herbst- und Wintermonaten nicht mal einzelne so eine mexikanische Fahrten, wo wir dort zum Mittag anhielten, aber manchmal wären dort lange Karawanen von so einer Fahrten, wo wir dort entweder zum Mittag oder auch manchmal zum Übernachten anhielten. Dann das Schrotzweg kam noch von viel wieder in nordwestliche Richtung, als man von Bochineva war. Und von diesen Gegenden mussten mexikanische Mais- und Schabelbüros damals noch ihre Arend Bad Quacktemuck anbringen, wenn sie die verkaufen wollen. Und dort passiert sehr viel, dort auf die Südwesteck von der Blumenurtsche Weitstab lange Karawanen von mexikanischen Farmer ihre Pferde in Müllers uitspannen und sich dort einrichten zum Übernachten. Mir fällt dort als junger Jung immer ab, dass die Mexikaner ihre Ort von wo sie fuhren Pferden so ganz anders war, als wo unsere Väter dort deden. Ihre will sagen, ganz anders aus als unsere. Ihre Pferdegespanne wären sehr viel anders als unsere. Und Weg von wo sie ihre Pferdegespanne anspannen, uitspannen und fuhren, war so ganz anders. Hing jetzt irgendwo am Weg büten übernachten, dort kämen uns mennonitische Jungs auch sehr fremd für. Wir hatten dort dicht bei den Springen auf dem Blumenurtschen Weidland ein Fleck vor dem Land. Und ich fuhr einige Mal mit meinen älteren Brüdern mit, wenn sie dort auf dem Land was schafften. Und ich kon, wenn das so traf, dort an so einem Tag Mexikaner mit ihrer eigenartigen Fahrten auf dem Schrotzweg, wo wir direkt über ans Farmland überging, entweder durch vorbeifuhren oder bei den Waterqualen uitspannen, alles von ziemlich dicht bei beobachten. Und ich beobachte dort alle mit großem Interesse, wo diese mexikanische Reisende dort mit ihrer eigenartigen Fahrten in lange Karawanen vorbeifuhren oder wo die ihre Gespanne dort entweder zum Mittag holen
oder zum Übernachten uitspannen oder anspannen. Und ich bewundere dann am Stellen, wo ganz anders die Mexikaner alles deuten, als das bei uns getan wird. Die Mennoniten vierten in diese 1930er Jahren und meistens auch bald in den mehr 40er Jahren auch noch ihre Fuhren getreut mit Hochreder gehaltenen Wähers auf den Markt. Aber sie deuten dort mit 2 großen Pferde, nicht mit einem Gespann von 5 Pferd oder Mühlers. Und dabei saßen unsere Fahrer auf der Fuhr, gewöhnlich auf eine sogenannte Sattlader, und von dort aus kontrollierten sie ihre Pferde mit 2 Linien, auch dort abholen beim Bergauffahren, in den beladenen Wagen am Stillstehen zu bringen, kontrolliert die mennonitische Fahrer mit seinen 2 Pferden durch seine 2 Linien. Er braucht keine Brams an seinem Wagen zu haben, das zu tun. Aber diese mexikanische Fahrer hatten viel kleinere Pferde als die Mennoniten, und zum Fuhren brauchten sie meistens immer ein Gespann von 5 Pferden oder 5 Mühlers, wenigstens wenn sie ihre Fuhren sehr weit führen mussten. In ihre 5 Pferde oder Mühlers spannen sie so an, hingen auf dem Distel hatten sie ein 3-Pferdchen Tab und spannen dort 3 Pferde an. Und an einem 2-Pferdchen Tab wohnt meistens an einer Kette ungefähr 1 bis 2 Schau vor dem Distel angemerkt wäre, spannen sie die anderen 2 Pferde an. Aber der Fahrer saß zum Fahren nicht auf dem Wagen, saß der Mennonit. Der saß immer auf dem Pferd oder auf dem Müller und an der linken Seite vom Distel angespannt wäre. Und dort hat das Pferd oder das Müller böte das Seil auch noch einen Sodel ab. Und der Fahrer saß an diesem Sodel und kontrolliert von dort aus sein Gespann von 5 Pferd oder Müllers. Die ersten beiden Pferde mussten leiden und die anderen 3 folgten sozusagen automatisch. Gerade so als wir Mennoniten dort zu der Zeit manchmal deuten, wenn wir mit einem 5-Gespann pflegten. Einige von diesen mexikanischen Farmer hatten auch ein Gespann von 5 Müllers und Pferd, nicht immer bloß Pferd oder bloß Müllers. Wir Mennoniten reden meistens immer einfach von einem Müller oder von Müllers. Aber wisst ihr dort all, dass es ein Mühltier und auch ein Mühlesel gibt? Oder weißt ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Müller und einem Mühltier? Der Unterschied zwischen diesen beiden Müllers ist dieser. Ein Mühlesel ist von einem männlichen, von Male Pferd, und einem weiblichen, Female Esel oder Eselin. Und ein Mühltier ist entstanden von einem männlichen Esel und einem weiblichen Pferd oder eine Kabel. Und beide, das Mühltier und der Mühlesel, reproduzieren nicht. Der Unterschied zwischen den Mennoniten ihre Hochreder gehaltene Wähers und den Mexikaner ihre wie dieser. Unsere, die Mennoniten ihre haltene Wähers hatten keine Bremsen, keine Brakes. Unsere 2 große Pferde wären immer so angespannt, dass sie die Fuhr von ihrer Collars uit mit der Seelenstrang trocken und mit ihrer sogenannten Hängergeschirrs oder mit der Backreimens bremsen oder abholen und zum Stonen bringen können. Aber der Mexikaner, Hochreder gehaltene Wähern hat Bremsen, hat Brakes an seine Hängerräder. Und mit diesen Bremsen kontrolliert die mexikanische Fahrer oder Kutscher auch von seiner Seite auf dem Rodel. Den Bremsstrang hat der Fahrer an dem Sodelknopf so angebunden, dass er den leicht an seine Hand nehmen kann, wenn das wo an Bremsen fehlt. Diese Währenbremsen, die Brakes, das wir ein grober Balken mit einem passenden Klotz für jeder Hängerrad auf seine beiden Enden. In das Balken wir ein paar Zoll Pferdehängerräder so am Währenbacks und an die Hängerast so festgemerkt, dass er mit einem langen Schwengel an der linken Seite vom Backs von Fähren an die Hängerräder angedrückt werden kann. Und um diese Brems oder Brake von dem Fahrer seine Seite am Sodel kontrollieren zu können, wir an der linken Seite vom Wagen ein Block so festgemerkt, dass das eine Eng vom Block
atelje show ver dem Bramsschwengel vast weer en dat andere eind meest boven aan den Bramsschwengel zelfs. Dit bij ons zogenaamde blok, wir krijgen zo'n blok als we Mennoniten brukten om onze Schwein an einem Balken hochheben und abhängen zum Schlachten. So ein Block hat auf beiden Enden zwei ungefähr 3,4 solche hohle Räderchen. Und über diese Räderchen wird ein Strang so hanenträg durchgetrocken oder angetrocken, dass der Mensch da an 4-mal so viel Kraft hat, um an dem Bramsschwengel tragen oder um ein Schwein oder auch das Wort schwerer hochheben. Also so ein mexikanischer Fahrer oder Kutscher, der muss nicht mal 2 Linien an seine Hängen haben, um sein Gespann Pferd oder Müllers kontrollieren, so als die Mennoniten dort mussten, aber der muss auch den Bremsstrang bei sich haben, um den Wagen bremsen oder brechen, wenn das dann fehlt. Und dort fehlt da an jeder Mal, wenn das irgendwo bei aufging, ab dem langen Weg nach Quackteimok, dann das Schrutzweg ging durch viele Riefers und auch rauf und dann ab wie viele kleinere und größere Landeivers. Und über fast keine Riefers wären damals allbringen. Aber die mussten auch durch viele Hikes fahren. Und bei jeder Hike musste Wagen mit seinen Bremsen zum Stillstehen gebracht werden. Und wenn diese wandernde Karawanen von mexikanischen Fahrten mit ihren Mais oder Schaukel fuhren, irgendwo zum Mittag oder zum Übernachten anhielten, dann ging bei an auch weiter alles ganz anders zu als bei den Mennoniten, wenn die wo zum Mittag oder zum Übernachten anhielten. Die Mennoniten spannten ihr 2 gespann Pferd uit und bungen die zum Futtern an ihren Wagen an. Und wenn sie von so weit auf mit ihren Fuhren getreut noch Quackteimok kämen, dass sie nicht an einem Tag einen Träg fahren können, dann bleiben sie meistens über eine Nacht bei ihren Verwandten, wo sie an einem Dorf dicht bei der Stadt wohnten. Und wenn sie nicht Verwandte oder nur ein Freund dicht bei Quackteimok wohnen hatten, dann übernachten mennonitische Fuhrenführer in Quackteimok entweder bei Radekops oder bei Hempels auf ihrem dafür angereichten Hof zur Nacht. Da können sie für Bezahlung ihre Pferde am Stall futtern und tränken, und da können sie auch in einem einfachen Bad in eine Stube am Stall schlupen. Das heißt, wenn sie eine Dachen in Chassis dort mitgebracht hatten. Aber die mexikanische Fuhrenführer, wenn die wo anhielten zum über Nacht blieben, die spannten ihr 5 gespann Pferd oder Müllers ab so eine Stadt am Weg uit, wo Water wir fahren und für ihre Tieren, dicht bei einem Riefer oder bei einer Spreng, eine Waterqual. Und sie nehmen die Tieren die Seelen auf und spannen meistens jeder Pferd oder Müller die Fährbein und futterten die ab der Erde. Meistens hatten diese mexikanische Formen Schmacke von leider gemerkte Sponsels, mit wonen sie ihre Pferd oder Müllers ram die Fährbein anschnalden oder die Fährbein topschnalden, aber einmal brauchten sie auch einfach einen Strang dazu. Mir sagt das immer so, die mit laderne Sponsels gespannte Pferd wären ihre Sponsels viel makeliger, als die mit streng gespannte anwären. Mit gespannte Fährbein können ihre Pferd und Müllers noch langsam bei den Springwaterqualen ankommen zum Trinken, aber so können die nicht schwind weit fortgehen. Und so wären die auch leichter anzukommen, wenn sie die Wader reitmerken wollen zum Wiederfahren. Zur über Nacht schlugen diese mexikanische Reisende meistens Eisenstangen an der Erde und bungen wenigstens einige von ihren Pferd oder Müllers mit einem langen Strang da an. Aber auch so passt noch einmal wer die ganze Nacht nicht mal nur die viele Pferd und Müllers ab, aber auch nur ihre Sachen. Meistens wären zu jeder Wagen 2 Männer, der Fahrer und sein Helfer. Der Fahrer und die meiste Helfer schleipen, wenn sie wo nachbleiben. Gleich weg, die Nacht entweder auf ihre Wagens oder an einem kleinen Zelt besieht ihre Wagens.
Über viele Boxen auf ihre Hochrede gewesen wie ein Tab von starkem Leben, so dass sie selbst in ihre Sachen unter Schutz wären, wenn das mal fehlt wegen schlechtes Wetter. In de Wagens werden sehr schwer beladen mit vollen Kostales von Mais oder Schobeln. Und auf ihre volle Getreidesack hatten sie noch ihre Futtersacken, Futtergorven, ihr Eten und alle andere Sachen, wo sie hingewees brauchten auf ihre langen Reisen. In den 19, 20, und 30 und 40 Jahren kamen mexikanische Farmer in so eine Karawanen von beladenen Wagens von 100, 200 oder noch mehr Kilometer auf Bad Cuauhtémoc und brachten ihre Abenteuer auf den Markt. Das wären aber nicht die Ejidos, die Kleinfarmer, wo jeder ein kleines Fleck von einem Großgrundbesitzer seinem Land durch die Regierung gekriegt haben, um für sich brocken. Das wären Farmer, wo ein Land hatten und mehr mögen von ihrer Farmerie als die kleinen Ejido-Farmer. Diese wandernden Mexikaner hatten immer von Tüß zum Hingewees übernachten, ihre Deichen zum Schlopen, Tortillas, Gordas, Kaffee und Zucker und wat immer selbst sie brauchten zum Eten merken und auch Brennholz zum Eten heute merken und Kaffeekirchen mitgebracht. Und sie leiten sich bei ihrem Ovenkosten Frühstück merken viel Zeit. Aber zum Morgens werden sie weiter alle gleicher Zeit reid zum Wiederfahren. Vielleicht haben die mexikanischen Farmer von dort weit am Nordwesten aus San Antonio de los Arenales nochmal bloß eine Suchstation wir, nicht eine Stadt. Auch manchmal ihre Fuhren Mais in Schoblen Bad Cusiviriacic angeführt. Dann kussen wir anfangs 1900 eine erfolgreiche und wachsende Stadt. Diese Goldminenstadt war damals die größte oder vielleicht auch mal die zweitgrößte Stadt im Staat Chihuahua, im Estado Chihuahua. Die Mine braucht hunderte Arbeiter und die Stadt war beständig, sodass es da immer noch mehr Schobeln und Mais und andere Farmprodukte braucht. Vielleicht sind so eine Farmer anfangs 1900 mit ihrem Mais und Schobelfuhren einmal auch direkt bei der Stadt Chihuahua angefahren und haben die dort verkauft. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von der Minenstadt Cusiviriacic und von dem Schrotzweig, wo über den mennonitischen Swift-Current in Manitoba-Kolonien in Chihuahua jenk. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.